An diesem Podcast präsentiere ich euch heute ein Sujet, das noch nicht oft heute zu Lützeburg traitiert wird. Es geht hier um die Sturmabteilung, kurz SA, an die Geschichte am vom Nazi-Deutschland besetzten Grand Duché. Bevor wir aber auf die Geschichte von der SA heute zu Lützeburg können angehen, stellen wir uns vor, was war überhaupt im Hitler seine Sturmabteilung? Die Sturmabteilung war der paramilitärische Stoßtrupp von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, kurz NSDAP. Sie gouf seit den 20er Jahren für allem daran angesetzt, für Parteiveranstaltungen von der NSDAP zu schützen und auf der anderen Seite Parteiveranstaltungen von beispielsweise Sozialisten mit Gewalt zu steuern. Nach der Machtergreifung von Adolf Hitler 1933 kriegt auch die Sturmabteilung immer mehr Vollmachten zugeteilt. Vor allem am Bereich der Hilfspolizei. Sie ist verantwortlich für die Verfolgung von politischen Gegnern, sie die unter anderem an Konzentrationslager angesperrt und gefoltert gehen, und natürlich auch für Terroraktionen gegen Juden am Reich. Mit über 2 Millionen Membern gehört das SA zu der wohl größten Gliederung von der NSDAP. Nur 1934 ist es so, dass das SA an Einfluss verliert. Das kommt vor allem durch den Machtkampf, den sie gegen das SS, dem Himmlersing SS, feiert. 1934 ging das SA-Feierung durch auch ihre Chef, den Ernst Röhm, vom Hitler entmuscht, verhaftet und auch liquidiert. Verantwortlich dafür ist das SS. Diese Aktion geht als sogenannter Röhm-Putsch an die Geschichtsbücher an. Nach 1934 bleibt das aber ein wichtiger Bestandteil auch von der NSDAP und bleibt weiterhin eine gut subventionierte Organisation. Was sind hier Aufgaben? Sie sind unter anderem verantwortlich für die und no-militärische Ausbildung von ihren Membern. Sie gehen am Heimatschutz angesetzt, unter anderem für den Schutz von Wirker. Auf der anderen Seite sind sie aber auch für die Rekrutierung von neuen Membern an die Wehrmacht verantwortlich. Hier ist für allem hier Standarte, Feldherrnhalle, die sich dafür verantwortlich weisen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch ein wichtiger Bestandteil an den okkupierten Gebieten, weil sie dort packt, groß SA-Einheiten aufzubauen. Dadurch kriegen sie auch immer mehr neue Membern, und gleichzeitig sammeln sie die Volksdeutsche an diese Gruppierungen, bilden sie aus und unterstützen in den Unterdrückungsapparat an den okkupierten Gebieten. Und das bringt uns am Anfang auf das Sujet von heute. Wie hat sich die Sturmabteilung heute zu Lützeburg manifestiert? Ziel von der Sturmabteilung von der SA war unter anderem, hier Gruppierung heute zu Lützeburg aufzubauen. Die Volksdeutsche, also die Lützeburger, daran zu sammeln, sie militärisch auszubilden und herno als hilfspolizeiliche Kräfte am Land anzusetzen. Den 1. April 1941 gibt der Gauleiter Gustav Simon, den Chef der Zivilverwaltung zu Lützeburg war, der SA de Go für einen Aufbaustab zu Lützeburg aufzubauen. Dummer hat Go eben auch die Initiative gesagt, für das SA halt am Grand Duché Fuß fassen. Was war daran das Ziel? Ziel war es für allem, den Stoßtrupp von der Volksdeutschen Bewegung, kurz VDB, nur der SA hin zu orientieren, für das herno zu einer SA-Standarte kann developieren. Den Aufbaustab wird schließlich zu Lützeburg formiert, das ist den Aufbaustab Luxemburg-Stadt, an dem wird verschiedene Antennen, unter anderem zu Esch, zu Ettelbrück und eben auch zu Grevemacher. Gelegt wird das Ganze von deutschen SA-Führern, die eben für den Aufbau zu garantieren aus dem Reich an CDZ-Gebiet versagt kaufen. Versammlungsräume und eben auch Dienstwohnungen von den SA-Führern wird von der Zivilverwaltung gestaltet. Es handelt sich hierbei für allem um Immobilien von jüdischen Mitbürger, die konfiskiert wurden, respektive von abgelösten Vereinen, die vom Stillhaltekommissar abgelöst wurden, woher nur der Besitz und Besatzer gefallen sind. Es gibt Werbeveranstaltungen gemacht für das unter anderem an den Ortsgruppen von der VDB, wodurch sind daran Versammlungen zu Schöffling, zu Kehl, zu Dietling oder zu Urberkur. Aus diesen Reihen bilden sich dann die ersten SA-Gruppierungen, die
ab Februar 1942 dann 2 an Hanno 3 Standarten bilden, die ab 1943 dann eng egen SA-Brigade formieren. Et dürfen sich aber keine Illusionen machen. Das SA hat sich halt zu Lützeburg nicht zu einer Massenorganisation entwickelt. Den 21. September 1941 annonciert der Gauleiter an einer Rede, dass sich rund 1286 SA-Männer zu dem Moment zu Lützeburg gingen befanden. Aus den Reihen haben sich da dann ab 1941 dann auch solchen freiwillig an die Wehrmacht gemeldet oder sind ab 1942 an die Wehrmacht angezogen. Von 1943 an könnte er schließlich den Abbau von der SA nur an stocken. Die Sturmabteilung versicht aber vehement neue Members zu kriegen, als sie zu mit Zwang. Und da gesagt auch, dass der Druck auf das SA-Männer selber immer mehr gehost wird. An einem von den Stürmen ist es dann so, dass alle SA-Mann, die neu raken, einen neuen SA-Mann für die Organisation muss bewerben. Andere Stürme schreiben Gemengen an Betriebe an, wo sie dann auffordern, dass sie ihnen alle Götten die Personen nennen, zwischen 18 und 40 Jahren, die dann nicht an einer anderen NS-Organisation affiliiert sind. Für was? Das Personen gehen hier umgeschrieben, für dass sie sich freiwillig an das SA sollen melden. Der anderen Seite geht oft sich die Titlerjugend, den neuen Members zu gewinnen. Ein Beispiel wäre, dass am Jahr 1944 die Idee war, der gesamte Jahrgang 1925 an das SA abzuholen. Die allermeisten Lützeburger entziehen sich oder wehren sich kategorisch gegen das gezwungene Beitritt an die Sturmabteilung. Was machen sie? Unter anderem gehen sie die Werber von der SA aus dem Weg. Oder sie reagieren nicht auf die Aufrufe von der SA, oder sie sagen einfach, dass sie keine Zeit hätten, und wenn sie mehr aktiv sind, wenn sie schon an der SA angezogen waren, dass sie einfach nicht beim Dienst erscheinen. Bei der Jugend gibt es noch einen weiteren Grund, sich nicht an der SA zu melden, das ist die Resistenz. Die Resistenz, wo immer mehr Aktionen mischt, hat einen enormen Pouvoir auf die Jugend, die sich mehr angezogen fühlt von ihren Aktivitäten wie die von der SA. Das sind Ungehorsam von den Lützeburger, also aber nicht ohne Risiko. Das SA dreht diese Personen, unter anderem, dass sie verhaftet gehen, dass sie an die Wehrmacht angezogen gehen, oder, wie bei der VDB auch, dass sie hier Platz gingen verlieren. Diesen Druck, respektive diesen Drohungen, gehen auch unter anderem an Tod umgesetzt, wie verschiedene Beispiele unter anderem gewiesen haben. Die kollaborativ oder opportunistischen Members aber versichern eben durch die Affiliierung von der SA zu profitieren, unter anderem an ihrem Job. Ob das Personengruppe setzt natürlich Sturmabteilung. Für was? Das heißt, sie versicht, eben durch das Belohnungssystem, das sie angefeiert haben, sind nach Mino um sich zu bannen. Das Verhalten wird beispielsweise durch Orden oder durch Gratifikationen belohnt. Was waren dann aber die Aufgaben von der SA zu Lützeburg? Meine Aufgabe war vielschichtig, unterschieden sich aber nicht viel von denen am Reich. So haben sie unter anderem Kameradschafts- und Familienabende organisiert, haben bei Sportveranstaltungen mitgemacht, organisieren Spendenabende für das Winterhilfswerk, respektiv sind sie auch am Wirkschutz und so weiter aktiv oder eben bei Luftangriffe waren bei Birsch und bei Rettungsarbeiten. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, dass das auch ein wichtiger Bestandteil auch war vom Repressionsapparat von den Nazis hier im Land. So hatten sie dann eine hilfspolizeiliche Aufgabe gekriegt, sie waren beim Ordnungsdienst zuständig oder eine andere paramilitärische Aufgabe gekriegt. So als eben auch zu Zwischenfällen kommt mit Lützeburger, wo das dann eben verhaftet gofen, respektiv auch zu Tod kommen sind. Nach der Befreiung am September 1944 ist das schließlich auch Schluss mit der SA hier zu Lützeburg. Ihre Members die verhaftet und vor Gericht gestellt. Aber nicht aufgrund von ihren Toten, aber vor allem aufgrund von ihrer freiwilligen Haltung, dass sie an die SA angetreten sind und dadurch zu der Okkupation beigetragen haben. Andere kommen rehabilitiert aus der Kriegsgefangenschaft zurück
anderem anderer stirwen mehr oder weniger freiwillig als Soldaten auf der Front für falsche Führer Massenmörder.